Er kam aus dem Herzen der Erde, ein Stein, so selten, dass Geschöpfe alles tun, um ihn zu besitzen. Ein Stein, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Solomon war dazu auserwählt, den Stein der Macht zu finden. In der vom Stein ausgeübten Macht verfiel auch ich. Ich erfuhr von seinem Standort und machte mich auf den Weg. Ich hätte ihn mir nehmen können, aber ich war wie gelähmt und wartete auf grünes Licht. Solomon war bereits auf und davon, und dennoch machte ich mich bereit, um den Stein an mich zu reißen. Ich verfolgte Solomon und wollte ihm den Stein enteignen, doch auch ich wurde verfolgt. Bauer Maggot hetzte mich durch alle erdenkbaren Stellen des Feldes, während Solomon den Stein vergrub. Nicht einmal ich wusste wo. Geschichte wurde Legende und Legende wurde Mythos. Doch ich konnte mit Hilfe meiner Magie dem alten Rettich entfliehen und landete überraschenderweise zu Hause. Ich glaubte den Stein verloren, doch die kleinsten Dinge verwirken die größten Wunder. Und so fand ich den Stein in meiner Hand. Es sollte bei mir im Schloss Hogwarts sicher verweilen, und ich versteckte ihn im Spiegel der Wünsche. Ich sehe meinen größten Traum. Harry Potter? Na? Kein Schuldgefühl, dass ich Sie hier treffe? Sie? Ja, ich. Schlotternde Professor Quirrell. Und jetzt gib mir den Stein, es ist meiner. Welcher Stein? Ich weiß nicht, von was Sie reden. Nicht? Ich glaube, Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Und jetzt her damit, sonst weiß morgen die ganze Schule, dass Sie sich im Spiegel der Wünsche als Transvestit sehen. Ich habe keinen Stein. Woher denn auch? Gut, Mr. Potter. Sie haben es ja nicht anders gewollt. Avada Kedavra. Agio und Zauberstab. Nein! Gib ihn mir zurück, du Dieb! Es ist meine. Mein Ei. Mein Schatz. Ich werde ihn mir wiederholen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Hallo, Homora. Vielleicht können Sie ihn besser gebrauchen. Es ist Zeit für mich in Rente zu gehen. Wo ist der Stein? Warte, ich habe ihn in einen Bambushain vergraben. Er wurde geklaut. Er ist jetzt in Hogwarts. Dies wird dich aufklären. Zu Beginn der Zeitrechnung gab der dunkle Lord, Lord Vader, seinen Dienern, den Steingeistern, einen Auftrag. Sie sollten in den Schicksalslüften einen Stein meistern, der auch nur dort wieder vernichtet werden kann. Einen Stein der Macht. Mit diesem Stein zog Vader in eine große Schlacht. Sie waren weit überlegen. Er und seine 9 Steingeister standen Boromirs Armee gegenüber, an dessen Seite nur 8 Gefährten kämpften. Unter anderem ein schusseliger Ewok auf seinem Nimbus 2007. Vader war dem Sieg nah, doch Frodo beute ihn aus dem Augenland, konnte ihn überlisten. Als Fels getarnt lauerte er hinter seinem Rücken, und in einem günstigen Augenblick nahm er Vader den Stein ab. Er begab sich zur Geburtsstätte des Steins. Er hätte ihn vernichten sollen, aber die Herzen der Hobbits sind schwach. Und so holte sich der dunkle Lord den Stein zurück.
Doch wie es der Zufall so wollte, fälle auch Wade den Stein wieder. Durch ein peinliches Missgeschick am stillen Örtchen. Der Stein fiel in die Spülung und wanderte den Abfluss hinunter und kam nie wieder. Bis sein ahnungsloser Sohn ihn fand. Jetzt ist es meiner. Und dort soll er mehrere Zeitalter lang überdauern. Da ist er nicht mehr, aber ich weiß, wo er ist. Hol ihn mir zurück. Selbstverständlich, mein Vater. Ich werde mein Bestes geben. Für immer soll er mein sein. Ein Erbling meines Hauses. Alle Nachkommen gleichen Blutes sollen an sein Schicksal gebunden sein. Her mit dem Stein! Ich weiß, dass sie ihn haben! Wir kommen und verlangen nach ihm. Weißt du jetzt, wer vor dir steht? Ich bin Wolverine. Angriff ist die beste Verteidigung. Du hast wirklich noch nie was von mir gehört. Ich habe ein Adamantium-Skelett und ich kann mich selbst heilen. Das war da wohl schlecht! Gib mir sofort den Stein. Ich will ihn haben. Der Stein verließ Vader, und was nicht in Vergessenheit geraten durfte, ging verloren. Der Stein hinterließ Sünde in unseren Reihen, und um alle Spuren des Steines zu vernichten, flutete ich Hogwarts. Die Wassermassen sollten die Erinnerungen an den Stein tief ins weite Meer mit sich reißen. Und so kam es, dass über Generationen hinweg niemand mehr von dem Stein erfuhr. Schon zu Ende? Das war wieder mal hastig. Ihr seid alle viel zu hastig, kleine Orks.